Oi, wie nennt man Panusa? Wie nennt man Panusa? Es ist schwer zu sich und zu gewinnen, keiner geht nicht zu verdienen. Wie nennt man Panusa? Oi, wie nennt man Panusa? Nicht nur ich, noch jemand alle, fragen heint dieselbe Schale. Oi, wie nennt man Panusa? Wie nennt man Panusa? Mir dacht, als passt von vorwärts, mir soll koidem fragen bei einem von den Jesuides von der heintige jüdische Kultur, dem Jiddischlehrer. Meisterlehrer Kolja Borodulin führt an mit der größten Jiddisch-Programm in New York beim Arbeitering. Wir haben wie viel? Sieben Klassen, bei mehr wie 70 Studenten. Klassen von allen Madreiges, Onhebers, Mitteldicke, Weithalters. Ich lerne 3 Klassen, 2 Weithalters, 19 und 15 Studenten kennenlernen und ein oder advancierte Onhebers oder Mitteldicke 1, wir rufen sie verschieden, es ist 15 Menschen. Es ist eine Klasse in Oven, Donnerste Klasse, Mitteldicke in Oven und advancierte Batok und in Oven. Und ihr habt studiert Pädagogik in Birobidzjan? Gewoon gehoben, ja. Nein, nicht in Birobidzjan, nein. In Khabarovsk. Khabarovsk ist eine große industrielle Stadt neben Birobidzjan. Und dort ist voran ein pädagogischer Institut, wo ich habe sich gelernt Sprachen und Pädagogik. Und es sind voran Studenten, die kommen schon jahrelang? Ja. Wir haben einen Student, der kommt in alle Klassen. Nicht nur, sie kommen in alle Jahren, sie kommen auch in alle Klassen. Sie ist heiße Enthusiasten von Jiddisch. Wie heißt ihr? Gita Leia. Und wie lange lernt ihr sich schon in Klasse? Ich habe angefangen mit Pesach Fishman mit 14 oder 15 Jahren. Und wie viele Jahre kommt ihr schon in die Klasse? Es sind 12 Jahre. Ich bin gegangen, meine Mama hat mir geschickt in Schule, wenn ich bin gewesen 7 Jahre alt. In een arbeiteringsschule? Ja, in der Linke. Oh, die linke Schule, in Cleveland. In Cleveland daheim. Aber jetzt könnt ihr reden und lernen und ich sehe euch auf Unternehmungen. Ja, mal, nicht, ich lerne besser wie haben wir Schmutz. Ja, verstehe. Aber man nutzt es nicht. Ich hoffe, dass habt gut verbracht Chanukka, ja, alle. Abgegessen genug Latkes, abgesungen genug Chanukka-Lieder. Es ist gewesen da bei uns eine Simcha, sehr schöne, Dienstag, in Oven. Mehr als 80 Menschen sind gewesen bei der Simcha. Latkes sind gegangen wie, ich weiß nicht was. In 1 Minute, ja Simcha, ich hoffe, viele nicht versucht, aber hat ja versucht. Ich habe gefragt bei meinen Klassen, was ich lerne. Was ist gewesen der beste Arroy-Street, Performance? Und alle, on kein Schum, alle, on kein Schum Ausnahmen, haben gesagt, dass es gewinnt Simches Lehnen von Shalom Aleichems Chanukka-Geld. Trefft Kinder, Wasser Jontef ist der beste von allen Jonteven. Die Chanukka. Ach, Tage Seder, nicht in Räder, essen Latkes, spielen in Dredel und bekommen von allen Seiten Chanukka-Geld. Der heintiger Jiddischlehrer lernt nicht nur in Klasszimmer, nur euch durch den Computer, wie es tut die langjährige Lehrerin Perl Tetelbaum von Yadira in Queens mit Studenten von allen Ecken Amerika und Kanada. Das ist ein begrenzter Eulung, nur die, was ich habe verbeten können, reinkommen. Ist die Studenten heint, wer wollen sie sein? Naomi Jones von Vancouver und Joan Rudd, Teibel, sie wohnt in Seattle.
Und eure Strauß wird kommen später. Einzel Vogel. Einzel ist Vogel. Merzel ist Ja. Tegel. Merzel. Tegel. Vogel. Ja. Oh, das heißt, es hat nicht kein Ende, oder? Es ist ja eine Arbeit in dem Vokal, ja? In dem Dikton. Ja. Vogel und Ja. Fegel. Vogel. Ja. Und du hast Das gesagt, ist der Problem, es ist zu viel Meaning zu machen am Merzel in Jiddisch. Ich kann nicht gedenken, was geht mit was. ja, es ist ein bisschen kompliziert. Aber es ist da der Diminutiv, Fegele und Fegelach. Du bist geboren geworden in Polen? Ich bin geboren geworden in Polen nach der Zweiten Weltkrieg. Und gekommen in Amerika? Ich kam in Amerika in den späten 60er Jahren. Und hast du gleich sich verbinden mit den Jiddischkreisen? Nicht gleich, nur mit 4 Jahren später habe ich gefunden die Jiddischkreisen durch Camp Hampshire. Und dort habe ich angehoben, das erste Mal zu lernen Jiddisch. Wir geben ein Auffassern und man hat mich gebeten zu lernen Jiddisch. Und ich habe angehoben mit einer Gruppe 13-jährige Jüngler. Ich habe stark Meure gehabt. Nur die Kinder sind ungefähr sehr fein, sie haben sich sehr gut zugehört und ich habe gedacht, ich will auch lernen in der Zukunft. Und du hast auch gelernt, nicht nur gewinnen Jiddisch lernen, sondern auch die Pädagogik von Lernen. Ja? In College habe ich gelernt Spanisch und Russisch. Und ich habe auch gelernt Methoden und Pädagogik und das alles. Und raus mit dem Zertifikat zu lernen fremde Sprachen. Und später habe ich gemacht einen Magister auf Lernen Englisch via fremde Sprache. Und das ist eine von deinen Panosses? Das ist eine von meinen Panosses. Und Spanisch lernen ist auch helemaal eine von meinen Panosses. Und die dritte Panosse ist Jiddisch. Und die dritte Parnasse ist Lernen Jiddisch, ja. Wie nimmt man Panosse? Wie nimmt man Panosse? Schwer zu sichern und gefühlen, keine geht nicht zu verdienen. Wie nimmt man Panosse? Wie nimmt man Panosse? Nicht nur ich kümmert wie alle, fragen jetzt dieselbe Schale. Wie nimmt man Panosse?